Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 3, Kapitel 10. Wo dienen früh ihre Bedürfnisse zu verstonen und zu erfüllen. So sollen auch die Männer ihre frühe grootste Goud zijn als ihren eigenen Körper. Wer seine früh Goud ist sich selbst Goud. Noch hat keiner sein eigenes Fleisch verschmähten. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper, so als Christus dort für seine Gemeinde tät. Epheser 5, Vers 28 und 21. Wenn ein junger Mann seine erste Kur kauft, ist er benommen mit den Gedanken von meiner Unabhängigkeit und der Möglichkeit ranzufahren. Davon hat er geträumt, fantasiert, von gerät und sich vorgestellt, als wenn er die all fuhr. Nu ist der große Moment gekommen. Onze dochter ging dit durch, groot voor zij er 16e Geburtstag had. Als wir alle ovendram fuhren naar alle koren verkijpen aan de stad, die dat nicht lang wat wir anwarten, dat onze dochter nur bloß ein Ding kijkt. Maud. Wenn sie eine sagt, wat ihr Interessen abweicht, seht sie, die interessiert mich wirklich. Wir würden dann antworten, okay, Schatz, weil wir die mal beseinen und uitvingen, wat die priest. Wenn uns die gefällt, wo wir in Informationsposten nur lesen, wo Menschen die gefällt und darüber beten und dann eine Entscheidung machen. Wenn sie auch eine gute Einstellung hält an das ganze Prozess, wird wir aber an, dass sie ein bisschen viel kriegt von alles, was es aufgibt, eine Kur zu siegen. Sie wird wirklich gewasst sein, die erste blinkende Kur, was sie fängt, zu kaufen und dann ab am Weg zu fahren. Wenn wir auch wüssten, dass wir uns Zeit nehmen sollen und die beste Kur kaufen für das Geld, können wir aber mitfeilen mit unserer Tochter. Ich kann mir noch denken, dass mir das auch so ging, als ich meine erste Kur kauft. Ich dachte gar nicht an, was das kosten würde, die zu holen, wie viel Kilometer zum Liter die fahren wird, und wie viel Wert die sein wird beim Wiederverkaufen, oder was das brücken wird, um die am Fahren zu holen. Ich dachte bloß an Geschwindigkeit, Unabhängigkeit und mir alles. Die meisten Menschen machen sich so reiten befrieren, als ein Jugendlicher nur seine erste Kur sieht. Sie kicken das erste nur, wo die von Büten lädt, in andere Eigenschaften, was sie fortmachen, aber wiesen wenig Interessen für was das durch die Zeit aufgeben wird, die in Ordnung zu holen. Und es steht dort nur wichtige Dinge gefragt wird, so als wie billig die fort und was für ein Verkaufspreis die neue haben wird, sind sie bekümmert um Geschwindigkeit und rütdachende Taube hier. So wird vorher auch an die Ehe angegangen. Also, wenn Menschen sich befrieren, haben sie sich allgemein nicht recht gemacht für die Kosten und die Unterholung von das Verhältnis. Nachdem dat onze älteste Tochter ihre Kur für ungefähr einen Monat gehabt hat, wir da wat arg mit der Kur. Kurz frug sie uns verwillert. Wat wollt ihr da mit tun? Freundlich antwort wie in Seden. Schatz, dat ist deine Kur. Wat warst du da mit tun? Wenn wir auch damit im Klaren wären, dass wir helfen würden, ihre Kur in Ordnung zu bringen, versucht wir in Wirklichkeit an ihre Denkweisen anzubringen. Dat Scheingonen von einer Kur haben, hat sie nur erfahren. Nu wird Zeit, Verantwortung abzunehmen, um die Kur vorbei in eine gute Ordnung zu holen. Antrieb seinen verursacht, dass wir das Scheingonen von irgendwas genießen, ohne Verantwortung dafür zu tragen. Noch Anrieber ist dort, irgendwas bloß seinen loszuwerden oder zu verschmieden, bloß wegen dort zu holen oder zu fixen fehlt. Wer immer eine Kur fährt oder ein Haus ehend, weiß, dass du deine Kur nicht verkaufen oder bloß wegtragen kannst, jedes Mal, wenn du ein Problem hast. Wir lernen verantwortlich zu sein und was in Ordnung zu holen, wenn wir tägliche Sachen brauchen und genießen wollen. So ist die Antwort an eine Ehe auch nicht, den Partner aufzuwiesen oder einen neuen Partner zu nehmen. Die Antwort ist Verantwortung abnehmen und Probleme trage zu machen. Wenn wir uns dazu abgerufen machen, unsere von Gott gegebene Verantwortung für unseren Partner seine Bedürfnisse zu versorgen und unsere Verhältnisse recht zu pflegen, dann würden da wenige, wann überhaupt, ernste Probleme sein in unseren Ehen. Sehr viel von unseren ehelichen Problemen kommen von flachen Denken und unverantwortlichen Einstellungen her. Die meisten von uns wollen Ehen ohne die zu holen, scheine abreichende Erfahrungen ohne Verantwortungen und Spaß ohne Trüht handgeben. Mir das leid zu sagen, aber das einfach anriepet und nicht wahrheitsgemäß denken. Wenn ein Mann eine Frau friert, hat er ein direkt Geschenk von Gott gekriegt. Er hat einen lebenslangen Freund, Leibhaber und Helfer. Er fehlt nur so ein Verhältnis getroffen, wie ihm dort an eine Frau fehlt, mit wem er sein Leben teilen kann. Aber wenn er denkt, dass seine Diere Brüt nicht ständig Pflege und Zeit fehlen wird,
als sie truegewies aanrecht. Ein daunt wat für eine Früh ein Mann sich fried, seine Früh wird allgemein dieselbe Pflege neidig haben. Frühers ihre Hauptbedürfnisse sind überein. No meist 50 Jahre von befried seinen und Dutzende von frühers Rot gegeben zu haben, kann ich die dort mitfeilend sagen, frühers sind im Grund genommen alle überein. So als fortja sind da wat verschiedene Uitwohlen bei gewissen Models, aber ohne die heute haben die dort selbe Gereitschaft. Einige Männer glauben das gar nicht und sie blieben dabei mit frühers zu tischen und sie hoffen jedes Mal, dass es ein neueres oder besseres Modell geben wird, was die Zeit über Krieg schafft, keinmal Pflege braucht und in Ordnung geholen wird. So ein Mann ist auf dem Weg, vorken getäuscht zu worden, einfach durchwehen, dass es so ein Modell bloß gar nicht gibt. Nicht in Fertig, auch nicht in der Früh. Für ein Mann sich befriedet, soll er verstehen, dass er sich automatisch die Verantwortung übernimmt für die Früh ihre Hauptbedürfnisse. Da sind zwei bedeutsame Sachen über Frühes, was Männer lernen und annehmen müssen, um eine harmonische Ehe zu haben. Das erste ist, dass du ein neuer Unterschied ist zwischen Männer und Frühes. Das zweite ist, zu lernen, wann die Frühes ihre vier Hauptbedürfnisse sind und wo die zu erfüllen. Mir ist das klar, dass Männer die hauptgeschlechtliche und körperliche Unterschiede von Männer und Frühes verstehen und auch gewisse andere Unterschiede. Aber mein Ziel für Männer ist, dass sie die Tatsache verstehen und annehmen, dass Frühes im Grund in meist alle Hinsichten anders sind als Männer. Besehen die geschlechtlichen Unterschiede sind viele Männer ganz überdrüssig über das allgemeine Geheime von einer Früh. Ich sehe ein gutes Beispiel. Nur etliche Jahre von Befriedsein, wie ich meist überzeugt, dass Gott Frühes überhaupt nicht gemacht hat. Gott ist schlechter als man dort. Ich bin ganz überdrüssig mit alles, was mit Karen zu tun hat. Sie wir so ganz anders als ich. Wo denkt das, dass sie normal wir? Ich will eine Früh haben, was all die rechte körperliche und geschlechtliche Eigenschaften hat, aber was so dacht und sich so verhält als Männer. Wenn ich das dann auch nicht erkannt, spende ich die erste etliche Jahr von unserer Ehe mit Versuchen, meine Früh so als mich selbst zu machen. Ich würde belehren, Versuchen Sinn zu reden, sagen und erwiesen, aber sie kriegt das nicht zu holen. Schließlich gebe ich ab. Ich dachte, ich hatte einen Fehler gemacht, dass ich Karen gefried hat. Von den Milliarden von Frühes auf dit Planet, dachte ich hatte mir die eine Fuchtige gefried. En meine Anweitenheiten hochmut, feit ich je in Gott seinen vollkommenen Plan. So als ein Kind, wat eine nukleare Bombe ohne Anweisungen taubtestahlen versägt, so dachte ich ehensinnig, dass ich wisst, wo unsere Ehe wird gehen, im Schaffen zu kriegen, wann Karen mich bloß mal horchen wird. Aber ich wir verfehlt und Anrecht. Ich wir nicht willig, die neue Unterschiede anzunehmen und zu ehren, wo Gott meine Früh erschaffen hat, um als eine Früh zu machen. Viele Frühes feilen und handeln krieg so wie ein Mann. Sie beobachten die angeborenen Unterschiede und antworten darauf mit der Anstellung, Männer sind fuchtig. Beide Geschlechter müssen dort stehen, dort nicht ein von ihnen fuchtig sind. Wir sind so, als Gott uns gemacht hat. Wir können diese Wahrheit entweder annehmen und lernen, damit reich zu leben, oder wir können Generationen wiedergehen und durch ihre Feiten und verdrießlich sein. Sogar wenn wir die Unterschiede im anderen Geschlecht auch alle erkannt und angenommen haben, müssen wir aufpassen, dass wir die Unterschiede nicht an unsere eigene Sprache übersetzen. Zum Beispiel, die Früh sag ich zu dir, Schatz, ich will, dass du mich hältst. Meist kurz waren die meisten Männer denken, Mensch, noch ein, sie will Sex haben. Und die waren nicht bloß erholen, aber geschlechtlich anfangen wieder zu gehen. Wenn die Früh die Hand dann von unter ihre Bluse rütteckt, sagt sie, kannst du nicht mal abhieren mit mir immer du anschieren, ich will bloß, dass du mich hältst. Wenn du auch die rechte Wirt hirst, versägt dein Verstand die frühe Sprach an Mannssprach zu übersetzen. Die weibliche Wirt, ich will, dass du mich hältst, übersetzen sich am Mannsverstand zu, das mag nicht sein. Sie mag meinen, dass sie Sex will. Das mag sein. Männer haben ein natürliches Bedürfnis für Sex. Ein Mann sein Verstand denkt so, wie ein Sex ein von seinen wichtigsten Bedürfnissen ist. Aber Sex ist für eine Frau nicht ein Hauptbedürfnis. Früher brauchen wir ja nicht sexueller körperlicher Kontakt. Wenn das auch ganz anders ist als Männer, ist das die Wahrheit. Wenn eine Frau sagt, dass sie will geholen sein, dann ist das korrekt, was sie meint. Irgendeine Übersetzung in Männersprach nennen, ist unangebracht. Wenn ein Mann ihre Wirt in Männersprach übersetzt, wird er beid
sich selbst den Aar everdrissig machen. Wo feilst du die als Mann, wann du wat zu deine Frau sagst und wat die dort fehlt, und sei dort nicht beacht und dort an ihre Sprach übersagt? Zum Beispiel, du wirst zu deine Frau sagen, weil wir kriegt nu gonen Sex haben, und sie wird antworten mit, du verdrehter Mann, oder nee, Schatz, die fehlt dort gar nicht an Sex. Wat die wirklich fehlt, ist leifliches Anschieren ohne Sex. Hier, lot mir die mal holen. Wo wirst du die dann feilen? Viele von jünt weiten, wo sich dort feilt, aufgewesen zu worden, wen die dort erfahren haben. Wann nie befriede Ehepaare rot sehen, kommt dort fair, dort die, wat nicht eine formale Vorbereitung für die Ehe gehad haben, ihre Probleme so als dit betegnen. Hei ist ein Verdreher, sagt die Frau, und der Mann sagt drei, sei es schändlich dreiholend. Was sie aber beid wirklich sagen ist, kann unsere Unterschiede nicht verstehen und auch nicht annehmen. Sie kann nicht verstehen, wo sie hier immer an ein Sex haben will, und kann nicht verstehen, wo sie nicht immer an ein Sex haben will. Jeder eine ist sich darüber im Klaren, dass du irgendwas gründlich anrecht ist mit den anderen. Wenn Männer und Frühes bloß nur einander horchen würden und annehmen, was der andere sagt und sich anstrengen, den anderen seine Bedürfnisse zu erfüllen, wird Friede regieren. Männer würden den Sex, was ihnen fehlt, stark und zufriedenstellend kriegen, Frühes würden die Leiftoligkeit kriegen, was ihnen fehlt. Die Ehe, so als Gott die geplant hat, ist ein gewünscht für beide Seiten. Du sind keine Verlierer und keine Opfer. Eine Frau braucht nicht bloß Leiftoligkeit, aber sie hat auch ein deipet Bedürfnis für deipen neue Unterholungen. Als ich leert leiftolig mit Karen umzugehen und mit haar zu vertalen, so als dort fehlt, fängt mir dort an, krank zu schein zu gehen als Von da gleich ich Leiftoligkeit und Kommunikation und braucht die krank so neidig als sei. Ich kann das nicht glauben, dass ich jemals darin gelebt habe. Und als Karen anfängt, meine sexuellen Bedürfnisse mit Scheingonen zu erfüllen, fängt sie an, ein viel geraderes Scheingonen an Sex zu finden. Gott sein Plan ist wundervoll. Wir können nicht bloß einander zufriedenstellen, aber wir wollen Dinge von uns selbst an, was wir keinmal vorher gewusst haben. Das ist, wenn wir einander die Bedürfnisse erfüllen, bringen wir unseren Partner in Kontakt mit einem Part von der Welt, was sie nicht gekannt haben. Wenn Ehepartner sich an sich auflehnen und sich an sich mit schlechten Nomes betegnen, werden Lebens beschädigt. Der einzige Weg, um erfolgreich miteinander zu leben und den Partner zu leben, ist die angeborene Unterschiede zu ehren und zu respektieren und den anderen seine Bedürfnisse mit Begeisterung zu erfüllen. Wenn das getan wird, werden Partner beste Freund und intime Liebhaber. Wenn das nicht getan wird, werden Partner bessere Feind und Opfer voneinander. Am ewigen Part von dit Kapitel will ich die 4 Hauptbedürfnisse von einer Frau betrachten und wo die zu erfüllen geht. Eine Frau, ihre 4 Hauptbedürfnisse sind Sicherheit, nahe, nicht sexuelle Liebe, offene und aufrechte Kommunikation und Leidenschaft. Während Sicherheit das grundlegendste Bedürfnis ist, wo wir dort am ersten betrachten. Die 4 Hauptbedürfnisse von einer Frau. Das erste Hauptbedürfnis von einer Frau, Sicherheit. Wenn Sicherheit auch ein sehr umfangreiches Wort ist und eine sehr allgemeine Bedeutung hat, ist dort danach eine Frau ein gereiztes Bedürfnis. Als ein Frühmensch Mensch bei ihren Eltern abwässt oder mit ihrem Ehemann lebt, sie hat das wirkliche Bedürfnis, sicher zu sein. Eine Frau muss wissen, dass sie sicher ist und in jeder Hinsicht gut versorgt. Wenn eine Frau ihr tiefstes Bedürfnis für Sicherheit auch von Gott allein versorgt wird, ist du ein Part von ihrer Sicherheit, was Gott durch ihren Ehemann erfüllt. Wenn ein Ehemann diese Sache versteht und versucht, seine Frau ihr Bedürfnis für Sicherheit zu erfüllen, muss er 4 Dinge klar überbringen. Das sind: Erstens, er muss dort klar machen, dass er mehr Drum gibt für seine Frau, als für irgendetwas oder das, was besieht Gott. Wenn eine Frau vernimmt, dass ihr Mann sich sorgt und irgendwo von ihr los ist, wird sie sich kurz unsicher fühlen. Sie will wissen, dass ihr Mann anweit und mit ist, über was fehlt und worüber sie besorgt ist. Eine Frau ist dort angeboren, dass sie dort vernimmt, als ihr Mann wirklich für ihr sorgt. Der beste Weg, wo ein Mann utfinden kann, als er recht für seine Frau sorgt, ist einfach zu fragen: Schatz, fühlst du, dass ich recht für die sorge? Fühlst du recht versorgt und beschützt? Wenn sie ja sagt, weiß er, dass er ihre Bedürfnisse erfüllt. Aber wenn sie nee sagt, dann soll er sehr horchen, wenn sie erklärt, wieso nicht.
Die meisten Männer sind zu sehr bekümmert, ihre Frühes von ihren Regen rauf zu kriegen und davon aufzuholen, so viel zu verlangen, und es steht, dass sie sich ganz damit befoten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, eindaunt, was es kostet. Eine Frau lehrt zu erkennen, wann der Mann nicht wirklich angegeben ist, zu versorgen. Ihre Situation ist sehr so, als der Mann, was einen selbstsicheren Bejegen wird haft. Alle Männer wollen so viel als möglich aus ihrer Arbeit rauskriegen, und ihr Arbeitsgeber haft den Schlüssel. Wenn sie für einen selbstlosen und freigebenden Arbeitsgeber schaffen, fühlen sie sich sicher und positiv. Wenn sie einen Wirt haben, was aufgelangen, sehr verlangend und selbstsüchtig ist, verlieren sie das Gefühl von Sicherheit und Freiheit. Deine Frau, ihr gut Aufsehen und Erfolg ist sehr abhängig von dir. Sie ist sehr feinfühlend über was du denkst und was du für Einstellungen hast, und dort mit einer guten Ursache. Dort musst du verstehen und annehmen. Stell dir vor, wo das sein wird, wenn ein guter, gefühlsvoller Arbeitsgeber morgen noch die kommen wird und sagen, weißt, ich hab die letzte Zeit viel über die noch gedacht. Ich wundere, ob du irgendwas ist, was ich für die tun kann, die noch Arbeit scheiner für die zu machen. Und, wird die genug betont? Dort wird irgendein Arbeiter sein Traum sein. Na, jeder Früh ihr Traum ist, einen Ehemann zu haben, was dieselbe Einstellung bewiesen wird. Deil deine Früh dort wahrholend mit, dass du bist für ihr und ihre Bedürfnisse erfüllen wirst. Und dann versorg ihr. Du wirst gut überrascht worden, über wo deine Früh zu ihrer neuen Umgebung von Sicherheit antworten wird. Ein Mann hat fucking Angst, was seine Früh tun wird, wenn er sich anstellt, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dort ist das Letzte, wo er duren darf. Du kannst dir nicht vorstellen, was eine Früh für ihren Ehemann tun wird, wenn er an einer Umgebung von ganzer Sicherheit nimmt, indem dat er seine selbstsicher Weg durchleicht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Denk mal weiter an deinen Arbeitsgeber. Wirst du nicht mehr tun in Hand geben für einen Wirt, was die deint und abopfernd, die versorgt? Oder glaubst du, dass du auf deinen Arbeitsplatz rumfreelancen wirst, und deinen Wirt rumkommandieren und missbrauchen? Bloß wegen du demutig geworden bist und die dort zur Abgabe gemacht hast, deine früh ihre Bedürfnisse zu erfüllen, bedeutet nicht, dass du deine Autorität oder Mannsein verloren hast. Wahre und bleibende Autorität wird auf das Fundament von deiner Dienerschaft gebaut und nicht verdorben. Dort ist Leidenschaft durch ein gutes Beispiel, nicht durch Selbstsucht. Zweitens, ein Ehemann muss seine Bewunderung und Liebe für seine Frau übertragen. Eine Frau kann dort keinmal zufolgen hören, wo schmacket lädt oder wo sei ihr Mann leicht. Eine Frau bleicht vollends an eine Umgebung von Loben und Bewunderung, aber sie verweilt und storft an der Jähen wird von ständig Stillsein oder Kritisieren. Wenn ein Mann auch manchmal was wird sagen muss, die Frau treich zu halten, über was ihm nicht gefällt, müssen diese wird von einer Qual kommen, was sie weit, was unerstattend und freundlich ist. Wenn du deine Frau lobst und auf wirkliche Weise überzeugst, dass du ihr Life hast, dann hast du das Recht verdient, ein Life über was anzureden. Aber, wenn alles, was du denkst, ist immer ihre Fehler und schlechte Dinge zu wiesen, wird deine Frau bald ansicher und besser worden zu dir. Jeder Frau ist die wahre Spiegelung von ihrem Mann. Früher war das Spielen mit ihren Gesichtern, Einstellungen und Aussichten dort, wo sie je in ihrer Männer und Umgebung feilen. Wenn ein Mann eine Umgebung von Loben und Respekt für seine Frau macht das einen bedeutsamen Unterschied an alles, was sie tut. Sie strahlt und spiegelt Liebe und Respekt durch jeder Teil von ihr Leben raus. Wenn ein Mann seine Frau beständig kritisiert oder wenn sie groben macht, am Flackert Loben zu kriegen, wird sie ihre Unsicherheit wahrer spiegeln. Früher waren von Natur aus nur die Personen in Städten getroffen, wo sie über wer sie sind, gelobt wurden. Männer auch. Der Ehemann ist zu beschuldigen, wenn eine Frau aus der Heim rausgehen muss, gelobt zu werden. Was vorher nur dort kommt, ist noch ernster. Ich habe viele befriedete Lied rot gegeben, was bütereheliche Verhältnisse gehabt haben. Manchmal ist das der Mann und manchmal ist das die Frau. Wenn bütereheliche Verhältnisse auch immer sämtlich und verdorben sind für die Ehe, ist das nötig, dass du verstehst, was eine Frau an die Versicherung bringt, ein bütereheliches Verhältnis zu haben. Das ist nicht Sex. Früher haben bütereheliche Verhältnisse, während sie einen Mann getroffen haben, was mit ihrem Reden wird und ihrem Markt besonders feilen. Früher feilen sich getrockene nur Männer, was ihrem Loven und Marken Geld feilen über sich selbst. Das soll nicht ein Fremder sein oder irgend sonst wer als ihr Ehemann. Ich will klar damit sein,
nicht rechtfertigt ein bütereheliches Verhältnis. Aber nach vielen Jahren von Eheberodung verstehe ich, wohnen Umstände radere Möglichkeiten durch zu beiden. Ehemänner sollen die Qual von Loven und Ermutigung sehen für ihre Frühes. Das erfällt nicht bloß ihr diebstes Bedürfnis, aber verkleinert auch die Gefahr von Versicherung und Antragung von Büten. Hier sind wat einfache Regeln über die Früh loven. Sei vielmal Tag wat Positives über die Früh. Sei wat über alle Teile von ihr Leben, bevor die nicht bloß mit physischen Dingen, wann dat auch daran fehlt, dat die Erfolgen daran besteuigst. Lob ihren Sinn, ihr Hort, ihr Charakter, ihr Mutterseinen, ihr Erfolg an der Arbeit oder am Dienst und so weiter. Lot dat weiten, dat die ganz brav best mit Bruch keinmal sarkastische Wert. Do keinmal die Früh auf einen sarkastischen Weg loben. Dat es nicht wat natet, dort wird ihren jäs schoden. Sarkastische Reden ist eine Form von Oja. In bet nerken ist anders, wie in keiner schoden lädt. Aber sarkastische Reden haft einen Specker an sich. Wann du auch glaubst, dat dat farnig ist oder nicht schoden lädt, dat ist nicht so. Du musst doch keinmal sarkastisch sein oder die Früh öffentlich oder ver die Kinder kritisieren. Für dein die Wert von Trach lehren. Für jeder Ding, worüber du wat uitzubeteren hast, musst du vorher al vielmal geloofd haben. Zij moet dat weten, dat du veraar bist en dat du ein Freund en nicht ein Feind bist. Sehr romantisch. Schick die Früh Karten, Blumen, Leifbrief en irgendwas, wat die Leven Respekt für haar bewiest. Romantisch zijn sagt zu die Früh, dat sie die am Horten liegt en dat du an haar denkst, wann du auch nicht gut machst. Wann romantische Beweise nicht da sind, sagt es dat Gegenteil. Drittens, ein Ehemann muss seine Treuheit beweisen. Wann Jugendjunges schmucke mir alles anpiepen abgegas, dat geht zu verstehen, aber dat ist für einen befriedenen Mann nicht zu rechtfertigen. Jesus sagt, dass wenn ein Mann eine Frau darauf ankickt, dat er haben will, ist dat so als Ehebruch, Matthäus 4, Vers 28. Ehebruch ist nicht bloß eine körperliche Tod, dat ist eine Anstellung. Viele Männer haben noch keinmal mit einer anderen Frau geschlafen, besieht ihre Ehe, aber sie tragen einen Geist von Untreuheit. Früher waren das Fuß an, und dat mag ihren Ansicher feilen. Ein Mann sein Hort mag treu bleiben, nicht bloß wenn seine Frau gegenwärtig ist, aber auch wenn sie aufwesend ist. Du musst deine Frau dort wahrholend sein, dass sie die einzige ist, was du haben wirst. Du musst darüber zeigen, dass sie für die schmuckste Frau auf der Welt ist. Untreuheit beweist sich auch, indem du deine Frau mit anderen Frühen vergleichst. Das ist der Todeskuss. Wann immer du deine Frau ihre körperliche Figur, ihr Verhalten, ihre Intelligenz oder ihr Eten machen mit einer anderen Frau vergleichst, hast du einen großen Fehler gemacht. Das einzige Mal, was du deine Frau mit anderen vergleichen kannst, ist, wenn du erlaubst. Aber sogar dann musst du sie abpassen. Noch ein Nee ist andere Frühen beobachten im Internet, in Posten, TV-Shows, Filme oder im wirklichen Leben. Wenn du auch glaubst, dass es nicht schaut, dat deed aber. Dat is krijg zoals van die Frau naar andere Männer kijkt oder die Tijd even van andere Männer redt. Dat is veranierend en zindlich. In irgendein Verhältnis, wo eine Person an irgendwas uit Kontrolle ist, wird die andere Person normalerweise dafür anholen. Männer wollen, dass ihre Frau sexueller Drive haben. Wirst du dat? Dat ein schwincher Film oder anderes pornografisches Material das erste Ding ist, eine Frau sexuell abzutragen? Wenn die Frau fehlt, dass du noch andere Frühe checkst und dass sie nicht genug ist, die zufriedenzustellen, wird sie von Natur aus sich von Sex tragen als Antwort für dein Problem. Wenn du geschlechtliche Reinheit und Beherrschung bewiest, besieht die Schlupfstoff, dann kann die Frau frei sein und einen Drive haben an die Schlupfstoff. Deine Reinheit wird die Sicherheit geben, was sie braucht, um wirklich zu bleiben. Ein Ehemann soll auch keinmal trauen, Ehebruch zu begehen oder Ehescheidung zu begehen, wann hij verurteilt oder überdrüssig ist. Vertelt nicht einmal von Ehebruch oder Ehescheidung. Verliert die Wert. Viele befriedete Leute bringen Ehebruch oder Ehescheidung ab als eine Drohung, den Partner seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Der Einzige, was einen Genotenhaft von so einer Drohung, ist der Teufel. Er gleicht Ehebruch und Ehescheidung, wie in der Schöpfung Gottes dadurch so schrecklich Schaden litt. Also, wenn Ehebruch oder Ehescheidung eine weit Möglichkeit in deinem Sinn ist,
schafft der Diebel volltätig, um entweder ein oder beide Dinge zu einer Wirklichkeit zu machen. Deine früh wird auch unsicher worden, wenn du davon redest, besonders wenn du das brauchst, um all zu manipulieren oder zu grülen. Viertens. Ein Mann muss seine Widmung für den finanziellen Unterhalt mitteilen. Finanzen ist ein von den wichtigsten Teilen, um dort eine Frau sich sicher fühlen kann. Eine Frau braucht die Versicherung, dass der Mann sich dort wellig zur Abgabe macht, finanziell zu versorgen. Diese Welligkeit, finanziell zu versorgen, lässt er auf 4 Wege weiten. 1. Beten für Gottes Segen und Anleitung. Das bedeutet nicht bloß, dass ein Mann für Gott seine Anleitung und Verrot für die Familie bet, aber dass er mit seiner Frau taub bet und aus seines Glücken an alle Entscheidungen hält. 2. Fleet anwenden und die beste Arbeit zu sägen. Wenn wir auch weiten, dass Gott uns versorgt, ist dort danach wichtig, an deren anzuputtern und Gelegenheiten zu sägen. 3. Ein schwarschaffender und treuer Arbeiter sein. Eine Frau muss weiten, dass ihr Mann ein treuer, abbrechter und fließiger Arbeiter ist. Wenn ein Mann unabrechtig und viel ist oder vor von Arbeit wechselt, mag es, dass die Frau sich unsicher fühlt. Wenn er doch meinen soll, was Einnahmen oder Verrechte zu verlieren, soll ein Mann aufpassen, dass er seine Frau ihre Sicherheit nicht abopfert. Das ist sehr wichtig. 4. Ein weiser Geldverwirter sein. Wahrer ist das überhaupt wichtig, dass Männer und Frauen taub schaffen aus dem Team im Hantieren von den Finanzen im Heim. Das ist ein Daunt, aus sie beide schaffen oder bloß der Mann. Manchmal schafft bloß die Frau ut und der Mann, der die Hausarbeit und versorgt die Kinder. Aber der Mann soll anfangen mit Plans machen und finanzielle Entscheidungen machen und aber nicht den Entschluss dominieren. Entscheidungen, die taub gemacht worden, sind immer besser und bühen einen guten Willen und Noheit an das Verhältnis. In ons Heim machen Karen und ich alle bedeutsamen finanzielle Entscheidungen taub und sie kümmert sich, die Zadels zu betonen. Jeder Paar muss uitvinden, was für ihn am besten schafft, aber immer aus sein Team taub schaffen. Das zweite Hauptbedürfnis von einer Frau, nahe, nicht sexuelle Leib. Ein wichtiges Bedürfnis, was alle Frauen haben, ist nicht sexuelle Leib. Diese Wahrheit verstehen und damit umzugehen, wird für mich besonders schwer, wenn ich in eine Familie abgewaschen wird, was üterlich nicht sehr leiftolig wie in meine älteren Brüder und ich ständig zu feten haben. Daher wie ein von meinen größten Schwachheiten in der Ehe dort von sanfter Leib bewiesen. In den ersten etlichen Jahren von meinem Verhältnis mit Karen wird es sehr weitleftig, was ich auch für eine längere Zeit am Abend oder anschied, ohne ivrig oder sexuell zu werden. Sie beklug sich immer, dass ich todachöllig war und bloß auf sexuelle Wege anschied, aber ich verstand wirklich nicht damit abzuhören. Ich will wirklich auch gar nicht. Einmal als Karen bei der Abwasch kam, stund und Abwasch, kam ich von hinten und packte ihre Brüsten an. Ganz überdrissig dreht sie sich um und sagt, kannst du mir das noch nicht anschieren, bitte du? Verneigt sie dich träg. Sicher kann ich, aber ich will gar nicht. Ich deut nicht bloß eindeutig anpacken, und dort mit Eva, aber ich will auch sehr gleichgültig mit Versichern zu ändern oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Als wir in unserer Spaziertiet wären, kann ich nicht an der Hand holen, ohne die zu drücken oder zwischen dem Daumen und Wiesfinger zu kniepen. Ich doch gar nicht, dass ich so sehr drückt, aber sie seht mir dat immer wahrer, dat het weideit. Für mich wird dat angewandt, körperlich leben zu sein, besonders manch Menschen. Wahrer und wahrer seht Karen mir, dat sie bloß wohl geholen sind und auf nicht sexuelle Wege angeschiert worden. Ich verstand dat nicht sexuelles Anschieren ein starkes Bedürfnis für eine Frau ist. Ich dachte bloß, sie wie abfallend oder jinkt durch eine Zeit durch. Für eine lange Zeit dachte ich sogar, sie soll bloß mal Brot worden und lernen rumzuratzen, wenn mir das schein ging. Aber Karen hat keinmal geändert, wenn das am Grund ihrer Natur ist. Meine Einstellung zu Life bewiesen ist ein gelehrtes Verholen. Für eine lange Zeit dachte ich, dass ich nicht ändern kann, wenn ich vorhin zu Karen sehe, ich sehe bloß nicht so. Aber dann fängt der Heilige Geist an, mich zu überzeugen, dass er irgendwas ändern kann, wenn ich ihn wel getraut hat. Schließlich habe ich nur einen Entschluss, das zu versägen. Das erste Mal, als ich ab ernst leibend versucht zu sein, zu kehren, auf einen nicht sexuellen Weg, wie an einen Sonntagnachmittag, als wir allein in unserer Gaststube saßen. Ich habe darüber gebet, wo ich anfangen kann mit Leibend sein. Auf einmal hastig buchst der Heilige Geist mich an und sagt, dass nu die Zeit wir. Ich weiß, das hielt sich kingrig, aber ich hatte Knappes an meinem Magen. Fertig war Zeit, dachte ich für 20 Minuten eben noch
wat ik doen wordt. Schließlich stond ik op en ging naar de andere zijde van de stoof, wo Karen zat en kleidertop leed. Als zij mij komen zag, wist ik krijg wat zij dacht. Hij moet een janker voor seks hebben oder irgendwat. Aber für das erste Mal in ons Verhältnis zat ik op de Rübank bezit haar, deed mijn oormrammen haar en fout haar levend aan ohne seksuell oder rückhollig te worden. Karen kijkt immer weiter naar mij met een beet vriendelen. Ik wist, zij wondert. Wat wordt het nu zijn? Seks oder wrestelen? Aber ik hield mijn oormrammen haar en hield haar levend. Na 5 oder 10 minuten deed ik mijn oorm daar weg en zij kijkt naar mij en vroeg. Wat was nu? Ik antwoord. Nichts. Ik verzocht bloß levend te zijn en te die op einen nicht sexuellen Weg. Vriendlich kijkt zij mij aan en zei, na, blijf daarbij, dat leg ik. Dat kost die Sache zijn en ik blijf daarbij. De eerste aardliche Werk wären die schwanste, aber dat duurt nicht lang, dann fällt ich mir ganz möglich mit Leibbeweisen auf einen weken, nicht sexuellen Weg en mir fangt dat an, sehr zu gefallen. Für meine Überraschung und Freude ward ich an, dat je levender ik weer, je mehr was Karen sexueller Drief. Mijn gehorsam zu Gott en Karen ihre Verlangen en dit te ehren, wie ein großes Wiederkommen für uns Verhältnis en für mich persönlich. Ein anderes Goudet, wat mitkommt von Lebenssinnen zu deine Früh ist, dat macht, dat deine Kinder sich sicher feilen en jeft ein goudet Beispiel. Kinder brocken viel Leib en empfiehlt dat sie Leib zwischen de Eltern seien. Wenn du deine Früh normalerweise nicht auf nicht sexuelle Wege anschierst en nachstrickst, dann sollst du dort anfangen zu tun. Ein Don't, wat deine Vergangenheit ist oder wat du gleichst oder nicht gleichst, dort erfällt ein sehr wichtiges Bedürfnis an deine Früh erleben und stellt dort zufrieden. Fang am Zamarius an en derchem Dag, kijk nu Gelegenheiten, haar am te voeten, ihre Hand te houden, die nun oorm rammen uit te donen en körperlich dich bijzennen. Zo'n uitdrukje van lijf worden junt beid goed donen. Vroeger krijgt wat zij in diesem gleichen wordt en dou wat zij haben wil. Dat derde Hauptbedürfnis van eine Früh, opene en oprechte Kommunikation. Frühs haben ein innerliches Bedürfnis für einzelheitliche und oprechte Kommunikation mit ihren Ehemannen. Sie sind nicht uit, nur ein oder zweimal die Weg einen karten Überblick haben, über wo ihre Männer dort geht. Deine Früh will eine einzelheitliche Vertal haben, über was an deinem Leben und Denken alle Tag angeht. Wenn Kapitel 17 auch besonders mit Kommunikation einer Ehe zu tun hat, ist dit auch eine passende Stelle, um einzige klare Anweisungen zu geben, über wo Männer zu ihrer Frühs mitteilen sollen. Jeder Mann muss das erstens annehmen, dass Kommunikation ein angeborenes Bedürfnis für seine Früh ist und nicht bloß ein Janker. Das meint nicht, dass sie bloß nie schädig ist oder unvernünftig, wenn sie die noch was fragt. Sie will bloß ein Part von den Leben sein. Information mitteilen ist ein von den stärksten Wegen, wo eine Früh einfällt mit ihren Ehemann. Das ist ihr Weg von mit die verbunden sein. Was immer eine Früh nicht weiß, was sie weiten soll, ist ein Hindernis, um ihr Bedürfnis für Sicherheit und Kommunikation zu erfüllen. Wenn ein Mann da nicht aufmacht und seine Früh sagt, was er tut, feilt oder denkt, dann wird sie unsicher und überdrüssig. Omdat ein Mann das verstehen kann, muss er alle versichern, die Welt durch eine Früh ihre Augen zu sein. Ich sei Männer dort persönlich in einem Seminar, dort Kommunikation für frühes Krieg so wichtig ist als Sex für Männer. Dort überrascht viele Männer, wie weit und wo sie uns dort trifft, sexuell mit unser frühes verbunden zu sein. Wenn du die Kraft von deinen geschlechtlichen Drief verstehst, und wo deine Früh sehr so gedreven ist, um mit die Kommunikation zu haben, kann die dort helfen, auch zu verstehen, wann sie vertalen will. Wenn ein Mann nicht gefallsvoll mit seiner Früh vertalen oder aufmerksam nur horchen will, wird ihr Verhältnis bedeutsam verschlechtern und manchmal auch sehr bosig. Behold dort. Frühers haben wenige Mal ein bütereheiliches Verhältnis wegen Sex. Sie haben bütereheliche Verhältnisse, wegen sie einen Mann fingen, was sich mit ihnen auf einen bedeutsamen, offenen Weg unterhält und ihnen dadurch besonders feilen macht. Wenn eine Früh zu so einem Mann verteilt, fängt sie sich an, sehr notfeilen zu haben. Wenn ein Mann sich auch allgemein durchwehen so mit ihr unterhält, über dem Sex zu haben, wird sie ihm in den meisten Fällen geben, was er will, einfach durchwehen, dass er sich mit ihr unterhält und mitteilt. Ich sage noch einmal, bütereheliche Verhältnisse sind unrecht und verdorvend, aber zu weiten, was dazu beiträgt, dass sich so entwickelt, ist schwierig. Wenn du einmal die Wichtigkeit verstehst, was offene Kommunikation für deine Früh bedeutet,
musst du auch dort weiten loten, dat du dit Bedürfnis verstehst en die Verantwortung annimmst, dort te erfüllen. Dort te doen wat verursachen, dat die Frau sich besonders sicher fühlt, indem sie weet, dat du die dort zur Abgabe gemacht hast, ihre Bedürfnisse feinfeilend en opopferend te erfüllen. Nodem dat ich diese Verantwortung te keren erkannten annahm, wie dat nächste Ding, dat ich alle Tag eine Zeit te ziet zat, dit Bedürfnis te erfüllen. Wie einigten uns alle Tag eine Stunde vorm Schlopen gehen te ziet te zaten, bloß te vertalen. Wir brachten unsere Kinder am 8:30 oder 9:00 te bad, als wir jünger wären. Dat jij van dann eine Stunde am Tag te vertalen, ver wie schlopen gingen. Als die Kinder erst älter waren, erwart wir einfach, dat sie am 10 Uhr in ihre Stuhl wären en lesen oder studieren, zodat wir unsere Zeit allein haben können. Normalerweise würden wir Popcorn oder irgendwas was zum Schmengen haben en in die grote Stove oder Schloopstove zetten en vertalen. Dat TV wordt uitgeschaltet zijn, zodat keine Auflenkung sein wird. Vandaag bedient alle computers en phones weg te leien oder irgendwas wat onze tijd taub onderbreken wordt. Wir vertalen für so lange es neidig wir von Dingen wat abkommen. Am Anfang dachte ich, dat ich verkehren in Abvermög, aber bald war die Zeit für mich eine besondere Zeit. Vandaag geht mir diese Zeit taub schein en hab die Krieg so neidig als sei. Am Anfang von unserer Ehe kam ich nur Arbeit nähern en dann wird Karen anfangen, mich zu fragen. Wo wir die Tag? Wem hast du getroffen? Was sehen sie? Und so wieder. Ich will nur die Arbeit nicht bloß nicht utgefragt sein, aber Karen wir mit Überschriftsantworten noch nicht zufrieden, wenn ich sehe, nichts, gut und nichts Besonderes. Sie will alles in Einzelheiten erklärt haben und will auch weiten, wo ich über alles fehlt. Als wir entschlossen, alle Tag allein zu sein und für eine Stunde taub zu vertalen, mögen wir eine übereinkommen. Ich geef toe dat ik ganz op zijn word en op en vernünftig en einzelheitlich vertalen en Karen geef toe dat zij mij niet uitvragen wordt wanneer ik van de arbeid naar huis kom. Dat schafft nicht bloß dann, sei er fein, dat schafft ook vandaag nog. Ein kleines Ding heeft über all dem geändert. Besieht unsere allgemeine Oventiden, ging wie an 3 oder 4 Marius de Weg taub für einen Spaziergang. Dat is nicht bloß gute körperliche Übung, aber dat is ook eine gute Zeit, taub zu vertalen und zu beten. Dat is nog eine besondere Tijd wat we taub zijn dürfen. Opnet en abbrechet meerdelen is snijdig om een eigen Erfolg te haben. Ich habe viele Poren rot gegeben, wo der Ehemann nicht opmögt zum Vertalen. Manchmal wird dat wegen nicht geheilte Wunden von seiner Vergangenheit, manchmal wird dat wegen seiner Früh eine scharfe Zunge hat und er Angst hat, sich abzumachen. Wahrscheinlich ist die schwierigste Situation dann, wenn der Mann von Natur still ist und eine Früh haft, wat het met am te vertalen besonder neidig haft. Ein von de schodenbringendste Dinge, wat eine Früh passieren kann, ist, wann sie von ihrem Mann beschwicht wird. En meine Affet sind frühes gewast, wat ihre Männer prach hatten in Betten, dat sie mal wat sagen sollen, en de Männer sollten still en werden sich wat te sagen. Männer, die matten jünd opmaken en oprechtig mit jüne frühes vertalen. Wann sie die irgendwie weigedonen haft, verjef sei dat zij met ihre weer wat alle abpassen matten, wann dat de Fall is. Nu her kost er anreden, wann sie nicht abpasst, wat sie verwirrt wählt, aber tragt die nicht träg. Wann du nicht geheilte Weidorg von deiner Vergangenheit hast oder das wat verstocknet an den Hort is, wat die abhält, die abzumachen, sei dat loszuworden en red mit deiner Früh oder einen Pastor oder einen gelehrten Rotgeber darüber, wer die helfen kann. Du musst alle Hindernisse für deine Ehe und deine eigene persönliche Gesundheit durcharbeiten. Bei Männern, wat ihre Probleme binnenholen und nicht davon reden, kommen Hautprobleme, Alkoholismus und Stress mehr einmal vor. Der Eckstein von Fesselungen und viele andere Probleme ist, wer ihn durch zu wenig öffnet und abbrechet mitteilen von Gefeile und Probleme ist. Brech die Gebungenheit von Stillsennen und fang an mit deine Früh zu vertalen. Dat jeft gar nicht sind, dat het die starke Stelle sagt jeft, wer in Worderkraft bewies sich durch den Mut, sich abzudaunen in Gedanken und Gefeile, nicht an Angst zu verstärken. Wenn du die Art Personen bist, wat von Natur still sind, dann mach die selbst op und fang an mitzuteilen. Mach Kontakt mit deinen eigenen Gedanken und Gefeile und fang an, die op mitzuteilen. Frag den Heiligen Geist noch, die te helpen mitzuteilen und die den Mut zu geben, zu ändern. Hij wird deine Bad beantworten, wen hij interessiert ist, en die in deine Ehe. Dat vierde Hauptbedürfnis von einer Frau, Leidenschaft.
Ein Don't, wo passiv oder dominant eine Frau ist, sie haft ein deipet Verlangen von einem versorgenden und gerechten Mann angelegt zu worden. Von Natur verlangt noch einen Mann, wat für er sorgen in derchem Leben leiden wird. Dat meint nicht, dass sie wel dominiert oder kontrolliert sind. Eine Frau fühlt sich arg behandelt und unsicher, wenn ein Mann anfängt zu dominieren. Dasselbe ist so, wenn ein Mann in alle Aufteilungen von der Ehe nicht recht anlegt. Eine Frau verlangt noch, dass der Mann an das geistliche Leben von der Familie anlegt, und auch in Finanzen, Kinder abtragen und belehren, und romantisch sein in alle anderen Aufteilungen. Wenn ein Mann so eine Leidenschaft nicht utlebt, wird er früh unsicher und überdrüssig. To wenig Leidenschaft ist die Klagt, wird das meiste Mal von früheste Hieren ist, wird nur rot kommen für ihre Ehen. Viele Frühes haben zu klagen, dass ihre Männer nicht mit den Kindern helfen oder helfen für das Geld abzupassen, mit ihren Beten und die geistlichen Leider am Heim sind und so weiter. Vorken ist dem Mann dort am Stich, wird die früh alle von Amos leider erwartet. Interessanterweise sind dort die Männer, die nicht leiden, wird das totalste euert, dass ihre Frühes ihren dummet rütfadern, dass sie selbst an den Laden Leiderplatz stoppen, was sie aus Männer Lade gelassen haben. Ich will noch weiter betonen, dass Männer in frühes Glück sind und Männer ihre Leidenschaft bedient nicht, dass wir besser sind oder größere Rechte haben als unsere Frühes. Wir leiden, wegen dort so Gottes Plan ist, und dort ein großes Bedürfnis an unsere Früher fällt, solange wir uns unseres Glücken und mit Respekt behandeln. Also, braucht die Autorität, was Gott dir gegeben hat, zu leiden. Indem du verantwortlich wirst für die Leitung an alle Aufteilungen von deiner Familie, wird deine Früh dort gefallen und sie wird die darauf antworten, indem dort sie die dort jaft, was dir fehlt, was du aber niemals kriegen wirst, wenn du passiv bist. Horch gut nur, was deine Früh sagt und wo sie über Sachen in deiner Ehe fehlt. Frag um Rat und bet mit über größere Entscheidungen. Und dann mag die Entscheidungen taub, was die glauben, dass Gott jünt leid zu machen. Kann dir sagen, dass deine Früh die sehr unterstützen wird, wenn du diese Einstellung nimmst und diese Doten deist. Nicht bloß dort, aber Gott wird die Dollar belohnen, als was du dir vorstellen kannst, dafür, dass du deine rechte Stellung am Heim angenommen hast. Ich hoffe, dit Kapitel hat Männer geholfen, besser ihre Frühes, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu weiten, wo die zu erfüllen. Ich hoffe auch, dass das Frühes geholfen hat, sich selbst besser zu verstehen. Männer, wenn die verstanden worden, dient mit guten Willen anzustrengen, die Frühes ihre Bedürfnisse zu erfüllen und dort tun, wo je bei Dollar gesehen worden, als was die jemals von geträumt haben. Ohne Zweifel, wie das beste Ding, was Gott für Menschen tut, dass Jesus schickt, auf das Kreuz für uns zu sterben und am Wader vom Tod abzuweichen. Aber bei sie dort ist die Erschaffung von der Früh auch sehr hoch abgelist. Dankeschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.